Dieses Jahr hat die sozialistisch-spanische Regierung ein kontroversen Regularisierungsprogramm für Migranten, die illegal ohne Aufenthaltsrecht aus Spanien leben, lanciert. Bis jetzt goufen 1,2 Millionen Aufrufen angeregt. Bei der Präsentation vom Programm war nummeriert von einer halben Million. Die betroffenen illegalen Migranten kriegen eine Wohn- und Arbeitserlaubnis für ein Jahr. Mittelfristig feiert zu einer permanenten Wohn- und Arbeitserlaubnis an zur spanischen Nationalität, das sind EU-Bürger. Die Europäische Kommission ist besorgt, dass die Maßnahmen nicht am Anklang mit dem Geist von der EU-Migrationspolitik ist. Sowohl Manfred Weber, der Fraktionspräsident von der Europäischen Volkspartei, wie auch Giorgia Meloni, der hier Partei mit der ADR bei den europäischen Konservativen und Reformisten ist, sind auch besorgt über die Konsequenzen für den Schengen-Raum an die neuen Migrations- und Asylpakt. An einem Interview sagte Manfred Weber, wenn Sie alle Illegalen, die heute in Spanien sind, legalisieren, dann sind das nicht die Personen, die wir brauchen. Wir brauchen qualifizierte Leute, die wirklich zu unserem System beitragen können. Und das passiert in Spanien nicht. Auch weiter, wenn Spanien das macht, haben sie das Recht auf Freizügigkeit. Sie können nach Frankreich gehen, nach Belgien, nach Polen. Deshalb ist es ein Thema für uns alle. Eine Massenlegalisierung von 1 Million Menschen in wenigen Wochen ist kein normales Verfahren. Ich hoffe, dass das nicht so ein normales Verfahren wird. Lützeburg wird auch traditionell für eine koordinierte europäische Migrationspolitik plädiert. Ich dürfen frohen und nicht, Herr Minister, teilt dir dem Manfred Weber seine Sorgen, was für eine Position hat die Regierung auf dem Punkt auf EU-Niveau verurteilt die Lützeburger Regierung diesen spanischen Alleingang, gibt die eventuell Sanktionen gegen Spanien mit unterstützen. An der Zweite, was könnte ein Impact für Lützeburg stehen? Und hat ihr mit dem Landesministerium darüber Gedanken gemacht, können die Leute legal auf Lützeburg kommen, können sie eine Arbeit unholen ohne Visa-Prozedur, können sie an ein Sozialsystem rankommen? So nicht, merci für die Antwort. Merci, Herr Weid. Ich wollte den Minister. Merci für die Frage. Erstens, bewerten nicht nationale Mesure von einem anderen Land. Lützeburg möchte keine grosse Regularisation, schon das paar gesagt. Wir schaffen ganz gut mit dem Forum ONG für Einzelfälle zu regularisieren. An der Moyenne regularisieren wir heute zu Lützeburg die 100 Fälle. Stand heute gibt es doch keine negativen Konsequenzen von der Decision von Spanien auf Lützeburg. Au contraire, Spanien als das Land mit einer höheren Zahl von Arriveen, das am besten mit Lützeburg kooperiert, wenn es darum geht, den Mandeuren, also Dubliners, zurückzuholen. Wir hatten auch immer mit Spanien einen Alliierten, wenn es darum ging, für Abbegrenzen am Schengen-Raum an Stärkung von den Außengrenzen. Dafür wird doch Spanien wahrscheinlich alles machen, für dass es keine negativen Konsequenzen auf die Freizirkulation an der EU gibt. Wenn einen Titel de Séjour aus Spanien kriegt, was kann die Person machen? Weil die kann als Tourist durch Europa reisen, wie jeder, der sich legal an einem Land aufhält. Es gibt aber kein Recht auf Näherlassung an einem anderen EU-Land, weil wenn ihn das will, dann muss ihn eine Demande an dem Land machen, an Konditionen erfüllen, für eben den Titel an dem anderen Land zu kriegen. Das regeln sie für sich für ihn selbst an der ganzen EU. Auf Halsleute dürfen mit einem Titel aus Spanien auf Lützeburg kommen, an Asylfragen, dann spielt der neue Asylpakt und da sind die Regeln ganz klar. Spanien als responsabel für den Traitement und an dem Bereich, wie gesagt, also als Kooperation mit Spanien ganz gut. Merci. Merci, Herr Minister.